Nach einem Gottesdienst wurde unser Vater in die Stadt gerufen. Meine Schwester und ich sollten in der Kirche auf ihn, unsere Mutter und den jüngeren Bruder warten. Das waren seine letzten Worte. Inzwischen sind 5 Jahre vergangen. Die Eltern und der kleinere Bruder sind bis heute spurlos verschwunden. Der Pastor dieser Hauskirche ist aus der Provinz Orissa geflüchtet. Im Jahr 2008 haben dort Hindus viele Christen getötet. Tausende von Kirchen und Häusern von Christen sind zerstört worden. Die aktuelle Situation in Pakistan ist ernst. Kürzlich wurde einer unserer Pastoren ermordet, andere waren im Gefängnis, wurden von der Polizei geschlagen. Und die Verfolgung geht weiter. Verfolgung ist nichts Neues. Doch noch nie hat Verfolgung das heutige Ausmaß erreicht. Heute erfahren über 200 Millionen Christen starke Verfolgung. Und im Jahr 2015 wurden über 7000 Christen aufgrund ihres Glaubens gezielt umgebracht. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Jahr das Erntedankopfer für verfolgte Geschwister und notleidende Menschen einzusetzen. Wir unterstützen das Projekt Hospitainer in Syrien, eine mobile Klinik, die der lokalen Bevölkerung kostenlos und umfassend medizinische Hilfe anbietet. Zudem helfen wir Familien, Witwen und Waisen in Pakistan und Südsudan. Diese Projekte sichern nicht nur das Überleben, sondern eröffnen auch eine Perspektive für die Zukunft. Wir ermöglichen Verfolgungsseminare in Indien, Myanmar, Laos, Kambodscha und Vietnam. Diese Seminare sind auch ein sicherer Ort, um Erfahrungen mit anderen zu teilen und erlittene Traumata zu verarbeiten. Wir unterstützen Bibelschulen in Gebieten, wo die Verfolgung besonders stark ist. So zum Beispiel in Islamabad, Pakistan und Vietnam, wo Pastoren geschult und Evangelisten für ihren Dienst in diesen Ländern vorbereitet werden. Mit dem Erntedankopfer können wir Verfolgten und Notleidenden Hilfe und Hoffnung geben. Herzlichen Dank für deine Unterstützung.